So, moin. Ah, voilà. Könnt ihr das noch auf Japanisch sagen? Nee, da lernen wir das noch. Das ist ganz einfach. Konnichiwa. Konnichiwa. Probiert mal. Konnichiwa. Und da verneigen wir es nach ein Kehr. Konnichiwa. Voilà, ganz gut. Also, herzlich willkommen. Das ist schön, dass ihr hier seid. Schule, Essen und dann direkt an die Kathedrale. Mit dir seid ihr hingekommen, für bei Maria zu kommen. Und wir wollen nur als Herz abmachen für den Jesus und Maria. Und das machen wir mit dem Kreuzzeichen. Am Namen vom Pap, vom Jungen und vom Heiligen Geist. Amen. Wir sangen zusammen O Mam, leef Mam. O Mam, leef Mam, do oven, schon de Schänze schger. Dein Omas mir gegroven, am Herz bis an de Kehr. Dein Omas mir gegroven, am Herz bis an de Kehr. Es sind so weite Stecken, Mutter Gottes kommt. Wir soll sich ihr nicht schenken am Lützeburger Land. Wir soll sich ihr nicht schenken am Lützeburger Land. Hier steht ein Plakat, was wir als Lommel ein bisschen angucken. Guck dir Stadt einmal gut an. Hi, auf dem Plakat da steht nämlich Thema von der Oktav. Da innen sind da bestimmt, die können wir dort eigentlich ganz hart losen. Auf einmal war alles ernst. Auf einmal war alles ernst. Oh Mam, also 4 und einem Jahr. Bleibt daheim. Kein Schule, kein Fußball, kein Ballet, keine Musik, kein Katechese. Auf einmal war alles ernst. Komm, ich so, da denke ich all zusammen. Auf einmal war alles ernst. Endlich Vakanz. Lang schlafen, spielen, grillen, Velo fahren. Ei, auf einmal ist alles ernst. Nein, ja alle gut mal hin. Auf einmal ist alles ernst. Am Schulhof Fänkchen spielen. Immer mehr sehr laufen. Ausgerutscht, Gefall, beigebracht. Auf einmal ist alles ernst.
Eis Familie gëtt méi groß. E klenge Bruder, ein kleng Schwester oder ein Hund, ein Katz. O Bemol ass alles ernstnecht. Me jidere vun Ich kann e Lomol bei se selber iwwerleen. Weni war bei dir o Bemol alles ernstnecht. Guck de mal hei. Schon e ganz besonnenes Buch. Was da war dat für ein Buch ass? Wer weiß dat? Ganz hart. Ruft mal enker ganz hart. Ja, genau, das ist ein Teil von der Bibel. Das Neue Testament werde schon, weil ich ihr will, etwas daraus erzählen. Und zwar aus dem Buch, was der Lukas geschrieben hat. Den Engel, den hat der Maria die Nachricht gebracht, du sollst ein Puppelchen kriegen. Du sollst Mam vom Jesus gehen. Hallo, lo hat Maria sich auf den Weg gemacht, für bei ihr Cousin Elisabeth. Och, die Elisabeth kriegt ein Puppelchen, obschon sie schon alt ist. Maria ist an das Haus vom Zacharias und vom Elisabeth gegangen und da hat sie die Elisabeth begrüßt. Und wie die Elisabeth der Maria ihre Großhörerin hat, da hat Kant an ihrem Bauch sich bewegt. Und die Elisabeth hat das ganz erfüllt vom Heiligen Geist. Und hat heute hart gerufen, gesehnt bist du unter den Frauen, und gesehnt als das Kant an deinem Schoß. Wir sind nicht, dass meinem Herr sing Mam bei mich könnt. Weil guck, wie ich den Stimme hören hun, du hat Kant an meinem Bauch sich bewegt. Glücklich bist du, Maria, weil du geglaubt hast, was den Herrgott dir sagt. Das, was Elisabeth zu der Maria gesagt hat, das hat Maria ganz, ganz glücklich gemacht. Und ihr Herz ist voller Fried gewirrscht. Und Maria hat angefangen mit singen. Mein Herz ist voller Fried über den Herrgott, weil den Herrgott so gut zu mir ist. Eigentlich bin ich eine ganz unwichtige Frau. Und trotzdem darf ich Mam vom Jesus gehen, weil ich sie für Gott ganz wichtig. All unwichtige Mensch ist wichtig für Gott. A wertvoll, a groß. Gott ist stark. Gott ist gut. Gott war immer schon gut. A Gott bleibt gut bis an all Ewigkeit. Gott bleibt immer bei uns. Das hat Gott schon 400.000 Jahre versprochen. Aber Gott hält immer sein Versprechen. Maria ist ungefähr 3 Monate bei der Elisabeth und beim Zacharias geblieben. Und dann ist Maria zurückgegangen auf Nazareth. Ja, wenn ihn Sonntag an der Mass etwas aus dem Evangelium hört, da gibt es etwas ganz Besonderes drauf gesungen. Wir sehen von ihr, was das, was da drauf gesungen wird. Immer du demst mal etwas über Jesus hören,
Da gibt ein extra Lied gesungen. Ein Halleluja, ganz genau. Und der will mir nur in Summe sagen. Und ihr könnt vielleicht alle guten Umstehen für Gäste zu machen. Weil die brauchen nur hin. Und die müssen Schüler klappen und so machen. Ne? So, so. Okay? Schön, Sonja singt aus dein Kaffee. Ce jour de fête ne doit pas finir, ne doit pas finir, jamais ne finira. Ce jour de fête ne doit pas finir, ne doit pas finir, jamais ne finira. Tipptopp, wo das hat gemacht, da könnt ihr auch nicht sitzen. Also, du musst doch ganz gut nachlauschen, weil du musst auch den Satz so ne? Die Elisabeth ist die Cousine von der Maria. Und für sie also bemol alles ernst. Sie hat die Puppelchen erwacht. Obschon sie schon ziemlich alt war. Und für Elisabeth war, ob bemol war alles ernst. Ein Engel ist bei Maria kommen und sagt, du sollst Mam vom Jesus gehen. Maria ist eine Jungfrau, die vom Engel ganz überrascht gehen ist. Und für Maria ob einmal alles ganz ernst. Aber etwas hat Maria und Elisabeth selberst. Denk mal im Moment darüber nach. Was tun Maria und Elisabeth an der Erzählung dort selberst? Sie freut sich allen zwei über ihre Puppelchen. Was geschieht, wie Maria bei Elisabeth kommt das? Was tut er da hören? Denk doch mal da einfach drüber nach. Das geschieht an dem Moment, wie Maria bei Elisabeth kommt. Ist das bestimmt schon etwas gefallen. Die Puppelchen an ihrem Bauch hat sich vor Fried bewegt. Die Elisabeth spürt ein großes Fried und hat trifft: Maria, du bist gesehnt. Und das Kant an deinem Bauch ist auch gesehnt. Wir sind euch, dass die Mam vom Herrgott bei mich könnt. Und du hast noch zweimal ein Wort gesagt, das heißt gesehnt. Und ich meine, ich frage mal den Herr Erzbischof, ob ihr Kind erklären, was das Wort gesehnt ist. So. Für zu wissen, was gesehen ist, gucken wir mal just den Contraire. Sie dir schon ein bisschen vernannt gehen. Vielleicht, also ich bin mal schon ein paar Mal vernannt gehen. Und du gehst schon rein, so, wenn vernannt geht,
daheim, da geht es schon nach. Ne? Wenn ihr mit Kollegen Streit hat, dann geht ihr vernannt, da geht ganz alle wieder gebracht. Also, du Esel, du Idiot, was bist du für ein Topert und so weiter. Und das hört ihr nicht gerne. Das tut einem weh, wenn ihr so etwas gesagt kriegt. Der Segen, das ist just der Konträr. Du kriegst ihnen etwas Gutes gesagt. Du bist aber immens flott. Du bist immens wichtig. Oder ein einfacher Satz, ich schon dich gern. Und da das ist der Segen vom Herrgott. Wenn der Herrgott es gesagt, da guckt er nicht, was wir Dummheiten machen. Aber er findet es terribel, interessant, liebenswert. Und dafür ist der Herrgott den es sieht, den es etwas Gutes sieht. Und das gibt es der Courage, das hilft uns. Aber wenn Mami etwas Gutes sieht oder ihre Papa, das spürt der Hai, die haben mich gern, ist sie beschützt, mir geht es gut. Aber wenn der Herrgott als etwas Gutes sieht, dann ist auch damit der ganz große Schutz einfach damit verbunden. Also der Segen ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Der Segen weist, dass jeder von euch für den Herrgott alles ist. Dass jeder von euch alles bedeutet. Voilà. Den Herrgott hält seine Hand über dich. Ja. Und das heißt, dir sind beschützt. Hier schenkt dir seine Kraft, dass du selber aus den Problemen rauskommen kannst. Ne? Dass du immer auf einen anderen verlassen. Da das alles Segen. Der Herrgott hält seine Hand über dich, er gibt seine Kraft und er sieht, dass er dich schrecklich gern hat und dass du fantastisch bist. Voilà. Wir wollen lo zusammen die Wörter von der Elisabeth wiederholen. Es so in Teil 4, an dir sodet dann no. Ich meine, wir können es euch dafür stellen. Maria, gesehnt bist du innerhalb der Frauen. Maria, gesehnt bist du innerhalb der Frauen. Gesehnt ist Kant an deinem Schoß. Gesehnt ist Kant an deinem Schoß. Wir sinnig, dass die Mam vom Herrgott bei mich könnt. Wir sinnig, dass die Mam vom Herrgott bei mich könnt. Weil guck, weißt du bei mich komm bist. Weil guck, weißt du bei mich komm. Dun huet Kant an engem Schoß sich vor Fried bewegt. Dun huet Kant an engem Schoß sich vor Fried bewegt. Glücklich bist du, Maria. Du hast geglebt, was Gott dir sieht. Die kann ich rumsitzen. Ja, für Maria war das ein ganz besonderer Moment. Sie spürt ein ganz groß Fried an sich. Und Maria hat angefangen mit Sangen. Und das machen wir auch zusammen. Wir sangen Magnificat. Magnificat,
Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Anzusummen. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Oh, dat war aber lo ein Spruch, die kennen wir wahrscheinlich gar nicht. Das ist Latein. Wir fragen mal nach den Herr Erzbischof, ob hier uns da vielleicht erklären kann, was Maria da gesungen hat am Magnificat. Maria hat den Herrgott gelobt, weil sie war eine ganz gewöhnliche Frau. An der Staat, was den Herrgott und ihr gemäht hat, spielt sie sich schrecklich beschenkt. An ihr Herz, was so groß als wie Herz von uns alle gut, durch das Leben vom Herrgott kann das ganz, ganz groß sein. An hier Herz läuft dann den Herrgott. Hier Herz weiß am Vongeholl, wie groß das den Herrgott ist. Das ist immens. Weil, stell dir schon mal vor, die Kind, den ich gern hat, dann spielt es sich ganz klein, ganz lang. Aber wenn ihr bei Leid als die gern, Papa, Mama, Opa, Boma, dann spielt es sich ganz froh. Und da geht Herz auch viel mehr groß. Aber wenn das schon so ist, bei Papa, Mama, Boma, Bopa, da könnt ihr euch vorstellen, wie groß ein Herz kann gehen, wenn ihr bei Gott ist, beim Herrgott ist. Und das ist das, was Maria auch vorhat. Und da braucht nicht zu fährten, schied für ich kann dieselbe Erfahrung machen, dass der Herrgott ein Herz so erfüllen kann, dass die ganz klein sind, ganz groß gehen, dass die vergisst sind, ein Bemol am Zentrum sind. Weil der Herrgott hat schied für und das Kind, der so klein ist, dass er nicht vor Gott gesieget, dass der Herrgott nicht Platz an der Mitte deren Platz gibt. Da sagen wir auch noch ein Kehr Magnificat. Sangt alle Gute gut mat. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Anheikeer. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Für drun hat Maria gefroht, wie ein drüber nachzudenken,
wenn ich bei ihr ein Jahr etwas ganz ernst war. Könnt ihr euch noch erinnern, was dir da angefallen war? Ja? Dann macht ihr mal ein Jahr Hände so ab. Alle gut und so. Sonja möchte ich es viel. Dann macht der Hand ab. Und das, was er da gedurcht hat, das lädt er mal an Gedanken an der Hand dran. Und da könnt ihr Hand an die Luft halten. Ihr könnt auch auf die Maria gucken, da oben. Und ihr bringt die Gedanken bei die Maria. Die könnt ihr Herrn rufen lassen und da sagen wir nach Enke ja Magnificat. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Hallo, könnt ihr Herrn ob das Herz leeren? Und wir beten zusammen. Ich so nicht den Satz 4 und ihr könnt ihn nur suchen. Maria, lauschte ob dat, was de Speide springen. Maria, lauschte ob dat, was de Speide springen. Sief bei mir am mingem Herz. Sief bei mir am mingem Herz. Los mich nicht allein. Los mich nicht allein. Du kannst mich trösten. Du kannst mein Fried erkennen. Du kannst mich verstehen. Maria, durch dich kann alles ernst gehen. Und wir sangen nach ein Magnificat. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Wir wollen dann zusammen de Friedrich Maria beten, zusammen mit dem Herr Erzbischof. Friedrich Maria, ganz an der Gnot, den Herr as mat dir. Du bist gesehnt unter de Frauen, a gesehen, dass Jesus kannt als de Dreis. Heilige Maria, Gottes Mann, biet für euch Sünder, elo an der Stunde von unserem Tod. Amen. So, ich kann ja schon den Segen, man hat ja schon gesehen, was das ist, ne? Etwas ganz Gutes gesagt kriegt. Stell dir mal vor, der sitzt an der Wüste. Das ist immens warm an der Schwest. Und du hast nichts zu trinken. Kein Jus, keine Limonade, kein Wasser. Und dann ein Bemol fängt er an zu reden, aber so richtig. Ja? Und das ist die Frau. Und da streckt er die Hand aus, für das Wasser zu kriegen. Da streckt man nur als die Hand aus, für den Segen zu kriegen. Ne? Okay.
wisst ihr was? Da ging ich echt sehen, ich werde auf Japanisch und dann auf Lützeburg. Ich mache schon mal Japanisch schon gefallen, haben auch mit Japanisch ab. Ne? Senno no kami, chichito koto sele no shukufuku ga, minasan no e ni animationi. Und der guten Herrgott soll ich segnen, der Pap, der Jung und den Heiligen Geist. Amen. Die kriegt doch nach, ja, mit das letzte Lied los sagen, kriegt er eine Karte ausgedeelt. So. Das ist ein Envelope. So. Eine Karte dran. Du hast Maria drauf. Ja, ein Foto von der Maria da oben. Und da steht drunter, Maria, schon dich gern, je t'aime. Und drauf steht, ein kleines Gebet. Und an der Envelope fand ihr 3 Herzen. 3 verschiedene Farben. Die Herzen, die könnt ihr daheim ganz, ganz schön machen. Ihr könnt drauf schreiben, ihr könnt drauf malen, ihr könnt drauf paschen, mit Glitzerstift und mit allem Möglichen. Und dann könnt ihr die Herzen holen und ihr könnt sie vielleicht daheim an ihrer Kirche bei Maria drohen. Wenn ihr von einer Kathedrale kommt, könnt ihr sie auch gerne Heimat bei Maria bringen. Das Bild, das könnt ihr da hinstellen. Und da seht ihr, da hat schon gekannt, Herzen drauf gelöscht. Da könnt ihr da für in dem Bild auch Herzen lernen. So wie der Welt. Und da sagen wir zusammen als Aufschluss, ja, oh Mam, leif Mam. Wir stellen uns dafür. O Mam, leef Mam, do oven, schon de Gänse ger. Dein Omas mir geworfen, an Herz besam de Kehr. Dein Omas mir sind so weit